Nee, ich meine, muss um Standpunkt ausgehen. Wenn ich will einem Patient helfen, also nicht mir, ich helfe einem Patient, wie es nicht mehr geht. Da gehe ich in Medikamente, kriege Morphium, kriege das Lungenentzündung, ich versuche immer mit neuen Medikamenten, mit anderen Medikamenten, dass lebt, einfach so klein zu halten wie möglich. Das ist meine Intention als Doktor. Also ich war palliativ. Ich gehe nicht mit dem Gedanken dahinter, okay, ich gehe eine Überdosis von den selben Medikamenten, was ich für Drogen hätte, für einfach sterben zu lassen. Das ist die Intention, die du zielst, oder wie? Ich meine, dass die Intention zielt, weil ich weiß es ja auch nicht immer, dass den darunter stirbt. Kann sein, dass er darunter stirbt. Kann aber sein, dass er nicht darunter stirbt, dass er just besser lebt, dass er vielleicht kann mit seiner Familie schwätzen. Das ist ja das Wesentliche, dass ich dem Dat nach will erleben. Anscheinend das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn ich so, ich sitze nur in Akt, also 9 Gramm Kaliumchlorid geht gesagt dann, und dann, dass du nur an 9 Sekunden tot, oder an 10 Sekunden hier, oder ich gehe da Medikamente, dass du nicht mehr weh hast, dass du keine Angst mehr hast. Das ist das, was ich dem Patienten muss versprechen. Und ich meine, das ist einfach das Wichtigste, die Intention, die ihr schon. Dann erklärt man mal, wir zwei Doktoren, wo dann ein Patient an einer Phase terminal zum Beispiel, wo den danach kann Lebensqualität tun. Das gibt ja aus dem Grund gesagt, hey, ich komme auf einen Punkt, wo ich keine Lebensqualität tun, da will ich sterben, da will ich da den du hast, den Was nennen die dann Lebensqualität? Was nennen die da? Mir Leute, die sie Lebensqualität, die können nicht mehr bewegen, wie die sind froh, dass sie mit ihren Enkelkindern schwätzen. Ja? Die können natürlich so, ja, wenn nicht so weit sind, dann frage ich Sprecherrufe. Wenn man so extrem Fall wie zum Beispiel, wie wir den rezenten Fall in Frankreich hatten, von der Dame mit dem schon Gesichtstumor, die bis zuletzt gestritten wird, für das Recht auf Euthanasie zu kriegen, sie darf nicht gut. Also Recht auf ein Suizid médicalement assisté. Sie hat gemerkt, eben weil sie aus ihrem Begriff hier keine Lebensqualität mehr hat. Ja, ich meine nicht, dass man keine Gesetze machen will, dass jeder seine Definition von Lebensqualität kann durchsetzen. Also an Madame Sebir, das ist ein ganz komplexer Fall, die an einer Situation zwar medikal sans issue war, wie die waren in einer Phase terminal. Das ist die Frage, die ja doch nach Jahren können leben. Ja, das ist ganz klar. An die Frage, die hat all palliative Approche immer refusiert. Das Einzige, was die Frau wollte vom Doktor, das war la mort. Ja, an ich kann einfach nicht als Gesellschaft auf all Wunsch ein Gesetz machen, dass das dann noch geht. Die Frau hat alles refusiert, bis auf eben die Donau-Approche, da kann ich ja leider nicht helfen. Ja. Das kann ich nicht als Fall lesen. Ja, also ich wollte sagen, der Doktor und der Patient, ich meine, die zwei in Kontakt mit denen, impliziter Kontakt. Ich gehe beim Doktor, weil ich Vertrauen in den Doktor habe. Dann ich erzähle ihm alles. Ich erzähle alles, was mir im Herz liegt, was er soll machen, was er nicht soll machen. Und auch wir schwätzen auch über den Moment, wo er gestirbt und alles. Und dann weiß ich aber schon als Doktor, weil ich ein Hausdoktor bin, ich als Generalist, und das besser noch vollziehen. Da brauche ich einen Spezialist. Ich kann meinen Patient an- und auswendig. Total. Also weiß ich ganz genau, wo sein Besoin ist. Ich weiß ganz genau, wo seine Qualität, das, was man als Qualität versteht. Und so kann ich sie begleiten. Ich meine, das nimmt an dem Fall so, wo ich dann eine finale Decision kann holen. Ich meine, wenn der Patient mir sieht, meine Qualität ist, ich will gerne mit meinen Verwandten, mit meinen Kannern schwätzen, dann mache ich alles, für ihn dazu zu bringen. Ich meine, und das Vertrauen, was zwischen Patient und Doktor besteht, das muss kultiviert werden. Und ich will als Visier haben, für wann so eine Station, eine Palliativstation abgebaut wird, dann will ich auch vielleicht, dass der Hausdoktor mit Abgriff soll gehen, weil den der Patient am Prinzip am besten kennt. Das wäre dann ein Team, wo zusammen schafft, an den Doktor, den Hausdoktor, Kind auf verschiedene Trio gehen, wo die Patienten an dem Moment besser Kind. Das lebt ja wohl schon am Norden bei uns ganz gut, weil immerhin sind wir die Klinik am Land, die ein Mobilpalliativ-Equipe hat, die rausführt bei Leid, an die natürlich den Hausdoktor als Pilier an dem Team dran hat. Und das ist ja klar, dass es nicht darum geht, für am ganzen Land Palliativstationen an die Kliniken zu bauen. Das Palliativkonzept, und das ist nach von der palliativer Kultur, ja, das ist einfach so, dass ich flächendeckend die Palliativbetreuung habe und dass natürlich die Leute, wenn es geht, sollen können daheim sterben. Und das ist ja die hochqualifizierte Equipe, die
Klinik St. Louis rausschickt, aber die sucht einfach dafür, dass den Hausdoktor, dass Familien nicht allein sind. Weil wenn die allein liest, dann entsteht die Demande d'Euthanasie, weil die so, wie los die mich krepieren, ja? Wie wenn ich denen aber alt Moyen zur Verfügung gehen, dann entsteht der Wunsch einfach nicht. Und das ist eben das Wesentliche. Und du hast natürlich ganz recht. Das geht nicht darum, für Palliativstationen allein auszubauen. Das geht einfach um das Palliativkonzept, für das flächendeckend auszubauen. Und das kostet viel Suchen, das kostet viel Personal. Ja? Die nicht du Experienzen hast im Ausland, wo gesagt wird, wenn wir gingen, flächendeckenden System von Palliativmedizin anbieten, da geht der Mann, sozusagen der Wunsch nur Euthanasie geht drauf. Ja, also die Studien, die hier ganz gut, besonders auch in Deutschland, gemacht haben, überall, wo Palliativversuchung gut ist, du geht der Wunsch einfach zurück. Da, wo ich mit Leuten schwätze, wo ich den Entourage mit dabei hole, da geht den zurück. Ich meine, das muss ich aber hören, den Message. Die wird für Drüden das wird Palliativkultur. Und ich weiß, dass selbst wenn ich um Herz leid, aus dem Viergespräch, die Palliativkultur, die geht relativ weit. Und du weißt nur bestimmt kein Mensch sich etwas drin auf 4 Stellen. Ich gehe mal bitten, einfach vielleicht 1 oder 2 Beispiele zu nennen, wer darin der Palliativkultur versteht, irgendwie die, dass auch Palliativmedizin nur fangen und sich von der Palliativmedizin her nur wäre. Also Palliativ de Mantel, das ist etwas das schützend bergen, das übersatisch, das einfach eine Gesellschaft, das jeder das kriegt, was er will. Und ich fahre ganz viel am Velo, am Bus, Tram, an all die Sachen. Und ich bin von 10 Jahren schon gesagt, wenn ich mit meiner Mama gesprochen habe, die mich für letzte Stadt auf die Kirche bei sich gekommen ist, dass die Euthanasie de Mantel da aufhängt, wo den Transport publik ernst. Ja? Das ist schon einfach gesehen, das klingt ganz polemisch, das war einfach dramatisch. Für meine Mama, bemol der Sozialnational, nicht mehr gut konnte gehen, aber wie ich ganz genau wusste, die packt die Heichstrapen an die alle Lützeburger Zisch nicht mehr ran, an die als die schummt sich auch für das zu freuen. Für den Kontrolle zu froh, ganz Tag war auch kein Do. Und hat sie gesagt, da kommen nicht schnell mehr. Oder sie war eigentlich glücklich, von meiner Schwester an den Zug gesagt ging, und sie hat aber kein viel mehr raus. Und dann hat die Frau einfach gesagt, ich gehöre nicht mehr an das Welt ran, ja. Oder wenn ich mit der Kanna Kutsch an der Stadt Lützburg in der W war, dann habe ich mir da gedacht, ich gehöre auch nicht mehr an das Welt ran, weil du fuhren Busse fort, ihr der eben hat, die inzwischen kaleiert tut. Und wenn ich dann mit Mama weiß, die Kacke Bus mir holen, weil die Bus, die fährt fort, und sie leidet im Boden. Und das sowieso kein, den hier seht, du kannst dich heiß sitzen. Das sind lauter Sachen, die kreieren eine Demande d'Euthanasie oder ja, oder das letzte Beispiel war, das waren die Durchsenkung von den Bürgersteigen an der Stadt, von meiner Mama, die am Rollator, Matzen an der neuen Avenue, auf der Straße stehen. Natürlich, die Euthanasie, der Mann hängt doch mit der Länge von der Gring fast zusammen, die wird lachen, ja. Weil du hast es so, ich komme mal nicht rüber beim alten Ackermann, ja. Und da, mein Mann schon gut nicht, dann die stehen mit dem Rollator, Matzen an der Straße, und du hörst, sie müssen die Rollator hieven, und du sind 3 oder 4 Zentimeter, die krut das nicht mehr. Die wollt just von ihrem Altersheim Saint-Jean an die Libo gehen. Und du seht sie, ich gehe nicht mehr dahin. Das Einzige, was ihr mit mir machen könnt, das Lust mich heim, Lust mich stirben, ja. Du fängt das an. Und ich meine, die Palliativkultur, zu dem gehört also ganz viel. Zu dem gehört einfach, dass die Schiederungen in der Gesellschaft gefühlt gehen, du gehörst dabei. Und wir werden alles machen, dass du kannst teilholen. Und das heißt jetzt hier Banalitäten. Weil wir werden mich in den Bordstein von 3 Zentimeter. Wir werden mich nicht auf 0. Das ist banal.